Der heilige Josef im Holz. Beim Feichtenbauern sind 3 Dirndl gewesen. Die 2 Eltern hat die Bäuerin angeheiratet, das jüngst, die Loni, hat ihr Sohn gehört, ein rechter verzogenes Lausdirndl, aber der Mutter ihr Herzkäferl. Die anderen 2, die Anna und das Katei, hat's nicht mengen. Und gerade das Annal ist ein rechter braves Hascherl gewesen. Oft hat sie das Annal das Holz rausgeschickt und heimlich gehofft, dass sie sich einmal verirrt und nicht mehr heimfindet. Aber der Schutzengel hat sie alle mal wieder auf den rechten Weg gebracht. Gerade einmal ist der Schutzengel ausgeblieben. Weiß nicht warum. Und das arme Kind ist hinum und herum gerannt und alleweit tiefer als Holz reingekommen. Dabei ist die Nacht eingebrochen. Da sieht's endlich von Weiden ein Lichtel brennen und schleppt sich stormiert zu. Da steht's auf einmal vor einer Blockhütte. Wie es starrt anklopft, macht ihr ein alter Mann mit einem langen, schneeweißen Bart auf und denkt's eng, wer das gewesen ist? Der heilige Josef. Der hat's Annal gleich auf die Bakerl tatschelt und gesagt: Geh nur her, du Hascherl, du Liebs, und sitz dich nieder. Da trink ein Schlickerl Wasser. Zum Essen hab ich gar nichts als wie ein paar Wurzeln. Wasch's sauber ab und riecht's daher und koch's. Das Annal sitzt nicht lang da, nachher nimmt schon die Wurzeln, wascht's sauber ab und putzt's, tut noch ein Blecke Brot dazu aus ihrem Beutel und kocht was zusammen. Wie es fertig ist, sagt der heilige Josef: Mir tat auch hungern, darf ich nicht mitessen. Da schiebt ihm das Annal die Schüssel hin und lässt den alten Mann viel mehr als selber isst. Nachher beten sie miteinander und der Heilige sagt: Ich hab grad ein Bett, da legst dich du rein, ich hau mich aufs Stroh hin. Ja, was fällt denn dir ein, sagt's Annal. Du bleibst in deinem Bett, ich bin jung und lieg auf dem Stroh grad so gut. Aber der heilige Josef nimmt's Annal auf den Arm, legt's ins Bett rein und mitten zwischen einem Gegrüßet seist ist schon eingeschlafen auch. Und gut hat's geschlafen. Wie sie in aller Herrgottsfrüh wach wird, will's grad rufen: Guten Morgen. Dabei ist der alte Mann nicht mehr da. Schnell rumpelt's aus dem Bett raus, sucht umeinander, kein Heiliger ist mehr da. Aber hinter der Tür ist ein Sarg voller Goldstücke gelandet, so schwer, dass ihn kaum tragen hat können. Da ist drum gestanden: Der Sarg gehört dem Annal, das heut Nacht herin geschlafen hat. Grad Kopf ist Dirndl vor lauter Freude, hat den Sarg auf den Buckel gekommen und mühsam heimgetragen. Da ist die Stiefmutter zum ersten Mal zufrieden gewesen mit dem Dirndl. Am anderen Tag hat die Zweitälteste, die Katei, auch ein Gliskel gekriegt, ins Haus raus zum Gehen. Und ein Grad ist ihr gegangen wie am Annal gestern. Nur beim Essen hat sie sich recht dumm mit und alle Wurzeln rausgefischt, dass dem heiligen Josef nur die Brühe geblieben ist. Und wie sie zum Schlafen gegangen sind, hat sie gesagt: Das Bett, Manni, ist groß genug für uns 2, leg dich nur rein. Am anderen Tag ist der Heilige fort gewesen und hinter der Tür ist ein kleines Sackel gelandet, voller Silberstückel, und drum ist gestanden: Das Sackel gehört dem Katei, das heut Nacht herin geschlafen hat. Und das Katei, das ist lustig heimgereist. Aber dass sie die Silberstückel der Stiefmutter gegeben hat, hat's für ihn selber ein paar auf Zeiten. Die Geschichte hat natürlich die Jüngste auch gestickt, die Loni. Die Mutter ist selber mit ihrer Stückchen ins Holz mitgegangen und sonst ist alles auch grad passiert wie beim Annal und beim Katei. Nur beim Essen hat der verzogene Fratz gesagt: Zuerst komm ich, und wenn was überbleibt, dann kannst du zusammenschlecken. Und beim Schlafengehen ist gleich ins Bett reingestiegen und hat gesagt: Für die ist Stroh gut genug. Und der Heilige hat sie wirklich aufs harte Stroh gelegt. Am anderen Tag ist er wieder nirgends zu finden gewesen. Die Loni hat gar nicht gesucht und das Aufstehen hat ihr auch gar nicht pressiert. Und nachher ist gleich hinter die Tür gegangen und hat nach einem Sackel geschaut. Aber Sackel ist gar keins da gelandet. Aber was anderes, hat sie gemeint, was nur das sein kann. Ganz tief buckt sie sich runter, bis mit der Nase hinrennt. Ja, Sakrawohl, da ist jetzt was an der Nase hängen geblieben. Und was meinst? Nochmal eine Nase. Und was für ein Drum. Da hat's geschrien und gerotzt und ist im Holz wie ein narrisch umeinander gerannt. Und die zweite Nase hat allerweil in ihrem Gesicht hin und her gewackelt. Endlich begegnet ihr der heilige Josef. Vor dem fällt's gleich auf die Knie nieder und bittet und bettelt, bis er ihr die Nosen wieder weggenommen
und noch ein Fünferl geschenkt hat. Nachher ist die Loni heim zu der Mutter. Die hat schon vor der Haustür gewartet und fragt gleich, na, was hast denn nachher du geschenkt gekriegt? Das Dirndl, ein Lüg gar nicht verlegen, sagt, einen mordsgroßen goldenen Ring. Aber ich hab ihn verloren. Was? Verloren? Schreit die Mutter. Da müssen wir gleich nochmal umkehren und suchen. Zuerst hat die Loni gar nicht mehr drauf wollen, weil es so miert ist. Aber die Mutter hat nicht auslassen. Aber wie es ins Holz reingekommen, sind ihnen so viele Nattern und Ohrtachseln weggelaufen, dass sie sich gar nicht mehr helfen haben können. Wo sie hingekommen sind, die zwei, weiß kein Mensch. Etwa haben sie vielleicht sogar die Nattern aufgefressen. Ja, und so ist unser heutiges Märchen zu Ende gegangen. In dieser starken Zeit, in der es draußen ruhig und kalt wird, wünschen wir euch von ganzem Herzen ein warmes, friedliches Weihnachtsfest. Genießt die gemütlichen Stunden mit euren Lieben, die gute Gespräche und die kleinen Freuden, die diese Zeit so besonders machen. Lasst es euch einfach gut gehen, feiert sie. Schöne Weihnachten.